verstehen. Und du kun je bloß einmal über die Ei rumkommen oder irgendwas über fahren, aber bloß, wenn es fersen wird. Wenn richtig in der Winter, wenn es fersen wird, dann kun du über fahren rumkommen. Aber uns wird das nicht möglich. Bloß durch den Fahren ist uns jede Sprache bewahren. Sie hörten soeben Saterländisch. Dieses Saterländisch wird auch Saterfriesisch genannt, obwohl es gar nicht in der Region Friesland gesprochen wird. Wieso dieser Name doch gerechtfertigt ist, das ist das Thema dieses Seminars. Um die Sache besser zu verstehen, müssen wir zuerst wissen, was das sogenannte Stammbaummodell beinhaltet. Von diesem Modell sind Ihnen wahrscheinlich die Grundlagen schon vertraut, aber vielleicht müssen wir es uns etwas genauer ansehen. Dieses Modell wurde im 19. Jahrhundert vom Sprachwissenschaftler August Schleicher zuerst entwickelt. Es dient als Erklärung dafür, wie die heutigen Sprachen sich voneinander unterscheiden. Die wichtigste Erklärung dafür ist in diesem Modell, dass Sprachen immer von einer Elterngeneration an die nächste Kindergeneration weitergegeben wird. Dabei können im Laufe der Zeit kleine Änderungen sich in die Sprache einschleichen, wodurch diese sich ganz langsam Generation für Generation ein kleines bisschen ändert, aber im Grunde genommen basiert dieses Modell auf der Idee, dass Sprache immer an die nächste Generation weitergegeben wird, die es auch wieder an die nächste Generation weitergibt. Wie eigentlich auch bei Familien der Fall ist, daher Stammbaummodell. Nun müssen wir aber wissen, dass sich dieses Stammbaummodell nicht unbedingt auf Hochsprachen bezieht. Das braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Erklärung. Wir müssen dafür wissen, dass vor dem Mittelalter eigentlich nur eine einzige Hochsprache existierte. Diese Sprache war Latein. Dies war die einzige verschriftlichte Sprache, die auch einigermaßen standardisiert war. Neben Latein wurden in Europa natürlich noch viele andere Sprachen gesprochen. Darunter Germanisch. Dieses Germanisch war keine standardisierte Sprache. Ob man überhaupt von einer Sprache im modernen Sinne des Wortes sprechen kann, ist eine offene Frage, denn dieses Germanisch unterschied sich von Stamm zu Stamm, von Person zu Person. Die Sprecher des Germanischen waren halbnomadische bis nomadische Stämme, die jahrhundertelang durch Europa zogen und alle sprachen ihre eigene Form von Germanisch. Und obwohl die meisten Germanen sich wahrscheinlich ohne größere Probleme verständigen konnten, unterschieden sich doch ihre unterschiedlichen Formen davon. Nach der Völkerwanderungszeit, am Anfang des sogenannten Mittelalters, änderte sich dieses halbnomadische Verhalten dieser germanischen Stämme. Der Feudalismus machte seinen Eintritt in Europa und langsam nahm das nomadische Verhalten ab und entstanden in Europa Siedlungen. Die Menschen, die Germanen, die Sprecher des Germanischen, machten sie sozusagen breit. Sie blieben länger, oftmals über Generationen hinweg, an der gleichen Stelle. Man könnte jetzt sagen, dass durch diese neuen sozialen Entwicklungen in Europa zuerst mal richtige Ortschaften, richtige Siedlungen entstanden und Siedlungen entwickeln eigene Mundarten, eigene Sprachen. Diese Mundarten basierten natürlich auf der Sprache der Vorfahren. Sie waren eine schon etwas neuere Form des Germanischen. Jetzt aber
wurden es geografisch bedingte Formen des Germanischen, also Mundarten im moderneren Sinne des Wortes sozusagen. Wenn dies im geografischen Raum passiert, kann man sich vorstellen, dass innerhalb einer Ortschaft viel mehr als vorher der Fall war, eine Sprache sich nur innerhalb der Grenzen dieser Ortschaft entwickelt. Die Menschen haben weniger Kontakt mit der nächsten Ortschaft, noch weniger mit der übernächsten und so weiter. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass der Dialektkontinuum, wie wir ihn heutzutage kennen, erstmal seinen Eintritt nahm. Diese Entwicklung sah in den friesischen Gebieten etwas anders aus. Es ist ja bekannt, dass in Friesland der Feudalismus komplett fehlte. Die Friesen waren sozusagen frei. Ja, auch im Mittelalter, als ganz Europa dem Feudalismus unterstand, fehlte der in Friesland. Friesland hatte keine Herren sozusagen, aber immerhin auch in Friesland gab es eine Siedlungsgeschichte. Die Friesen bewohnten diese Hügel im Meer, diese Anhöhen, die heutzutage Warfen oder Werften oder Wirden oder Würden genannt werden. Und man darf davon ausgehen, dass auch die Friesen ansässig waren, also kein fahrendes Volk ausmachten. Diese Friesen am Anfang des Mittelalters sprachen ihre eigene Form des Germanischen. Und diese Form wurde natürlich auch von der Elterngeneration an die Kindergeneration, an die Enkelkindergeneration und so weiter und so fort weitergegeben. Was man dann auch heutzutage Friesisch nennt, ist eine moderne Form, eine von Generation an Generation weitergegebene Form dieses altfriesischen mittelalterlichen Dialekts, wie er damals im frühmittelalterlichen Friesland gesprochen wurde. Im frühen Mittelalter bildete das friesischsprachige Gebiet, also das Siedlungsgebiet der friesischen Stämme, eine ganz große Region, eine Region, die sich wahrscheinlich von Flandern über das niederländische Küstengebiet Ostfriesland hinweg bis östlich der Weser ausstreckte. Das war also eine ganz große Region und es gab auch noch ein friesisches Siedlungsgebiet, das wahrscheinlich so im 9. Jahrhundert entstanden ist, im heutigen Nordfriesland, im heutigen Schleswig-Holstein. Von diesem großen friesischen Siedlungsgebiet, in dem die germanische Form, die wir heutzutage Friesisch nennen würden, gesprochen wurde, sind heutzutage nur noch ein paar friesischsprachige Gebiete übrig geblieben. Das große Sprachgebiet hat sich sozusagen in 3 kleinere friesische Sprachgebiete aufgeteilt, nämlich die heutige Provinz Friesland, das Saterland und Nordfriesland. Da diese 3 Gebiete ziemlich weit auseinander liegen und auch noch relativ isoliert waren, kann man sich vorstellen, dass sie eigenständige Entwicklungen durchgemacht haben und sich heutzutage auch mehr oder weniger vom mittelalterlichen Altfriesisch unterscheiden. Das ist auch der Fall. Der niederländische Sprachforscher Piet Kramer hat mal erforscht, inwieweit sich die heutigen friesischen Sprachen oder Mundarten, wie man sie auch benennen möchte, inwiefern sie sich vom mittelalterlichen Friesisch unterscheiden. Und die Unterschiede sind relativ groß. Das Saterfriesische ist, was den Wortschatz anbetrifft, dem Altfriesischen noch am ähnlichsten. Ungefähr 40% des saterfriesischen Wortschatzes ist unmittelbar aus dem Altfriesischen herzuleiten. Beim Nordfriesischen ist es 30% so ungefähr und Westfriesisch hat nur noch etwa 20% des altfriesischen Wortschatzes erhalten. Man könnte also aufgrund dieser Daten sagen, dass das Saterfriesische, was seine Wörter anbetrifft, die konservativste moderne Variante des Friesischen ist.
Schauen wir uns jetzt das Saterfriesische etwas genauer an, dann können wir schlussfolgern, dass etwa 40% von den heutigen saterfriesischen Wörtern im Mittelalter schon da war. Wie erkennt man jetzt, dass diese Wörter friesisch sind? Zuallererst müssen wir dafür wissen, dass es bereits im Mittelalter, also im Altfriesischen, zwei Dialektgruppen innerhalb des Friesischen gab. Die eine Dialektgruppe wurde westlich vom Fluss Lauers gesprochen. Das sind die westfriesischen oder westerlauersfriesische Mundarten. Und die andere Gruppe wurde quasi im heutigen Groninger Land, Ostfriesland und im Saterland gesprochen. Das waren die ostfriesischen oder osterlauersfriesischen Mundarten. Die damals bereits vorhandenen Dialektunterschiede spiegeln sich auch in den heutigen friesischen Sprachen wider. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass der Au-Laut aus dem Germanischen, also aus der germanischen Vorstufe des Friesischen, dass dieser Au-Laut sich westlich des Lauersflusses zu A entwickelt hat und später wurde daraus noch Ä oder E oder E. Östlich des Flusses Lauers, also in den ostfriesischen Mundarten, wurde der alte Au-Laut jedoch zu O. Aus diesem alten Dialektunterschied können wir heutige Unterschiede, wie zum Beispiel Westfriesisch Beam, Ostfriesisch Boom, also Baum, erklären. Oder Westfriesisch Ech, Ostfriesisch Och, Auge. Dies war jetzt eine innerfriesische Entwicklung. Es gab aber im frühen Mittelalter auch sprachübergreifende Veränderungen. Innerhalb des germanischen Gebietes, also innerhalb dieses großen Dialektkontinuums, fingen im frühen Mittelalter zwei sogenannte Veränderungswellen an. Die eine Welle fing im Süden an, in den Alpen. Das ist die sogenannte hochdeutsche Veränderung, die hochdeutsche Veränderungswelle. Typisch dafür sind das sogenannte Plosivlaute durch Reibelaute ersetzt worden. Daher hat Hochdeutsch nicht länger dat, sondern das. Nicht länger Appel, sondern Apfel. Nicht länger ich, sondern ich. Das ist die südliche Erneuerungswelle. Es gab auch eine nördliche und die finden wir im Nordseeküstenraum. Einige dieser sogenannten nordseegermanischen Erneuerungen möchte ich anhand eines Fragments illustrieren. Wir sehen hier jetzt ein Fragment von der saterfriesischen Wikipedia und darin befinden sich schon einige sehr deutliche von diesen nordseegermanischen Erneuerungen. Schauen wir uns den Text mal an. Strukkelje, auf Strukkelje anders geschrieben, Deutsch Strücklingen, auf Saterland Strücklingen, ist ein Sespelterb. Da haben wir schon etwas typisch Nordseegermanisches. Sespelterb wäre auf Deutsch Kirchspieldorf. Das alte K am Wortanfang wurde im Nordseeküstenraum oftmals palatalisiert, das heißt vorverlagert, mehr vorne im Mund ausgesprochen. Also viele alten K-Laute werden in den nordseegermanischen Mundarten und ihren Nachsassen als Sö oder Schö oder Tschö oder Tjö oder Jö ausgesprochen. Auch im Wortteil Terb, Dorf, sehen wir zwei typische Merkmale des Nordseegermanischen.
Altgermanisch hatte im Wort für Dorf ein the, wie man den noch aus dem Englischen kennt. In den friesischen Mundarten wurde dieser the-Laut durch t ersetzt, während daraus im Niederländischen und im Deutschen und im Niederdeutschen d wurde. Auch sehen wir beim Vokal, dass wir hier mit einer nordseefriesischen Mundart zu tun haben. Wieso? Der Laut wird mit ziemlich geschlossenem Mund gesprochen. Wir haben hier mit Entrundung zu tun. Die Lippen werden weniger rund gemacht während der Aussprache. Gehen wir mal weiter. Also ein Zespelterp und frühere Meente in det Naude von Zelterland. Det Terp, da haben wir wieder das gleiche Wort mit T am Anfang und mit entrundetem Vokal. Leit Westelk Ju Zelter ei. Ju ist auch typisch ein Wort, das man in den friesischen Mundarten antrifft, entweder als Artikel oder auch als Pronomen. Verwandte Formen hat es auch in anderen Sprachen gegeben, da sind die aber verschwunden, wenn man heutzutage Ju-ähnliche Formen für Artikel oder Pronomen antrifft, ist die Chance sehr groß, dass man es mit einer friesischen Mundart zu tun hat. Also Ju Zelter ei und zudelijk von den Utenje Kanol. In det Mittelalter tut Ju, da haben wir Ju wieder als Artikel, Serker mit S, also mit palatalisierten Konsonant, in Ju, wieder Ju, Burschkopf und Ende. Ju, jetzt das Relativpronomen, also vielleicht aller ist. Fähre Heere, also hören, gehören, wo Niederländisch und Hochdeutsch und Plattdeutsch runde Vokale haben, hat Friesisch hier auch wieder einen entrundeten Vokal, also Heere de Tau, de Burschkuppe, Bolline, Biebelte, Struckeli West, Wietsound, Oberhusen und Klaster. Und hier haben wir es auch wieder mit einer friesischen Lautentwicklung zu tun. Aus dem Au im lateinischen Lehnwort claustrum wurde in den friesischen Mundarten ein A-Laut, während Niederländisch und Hochdeutsch und Plattdeutsch dort O-Laute oder O-Laute mit Umlaut, die dann zu Ö werden, also andere Vokale haben. Wie gesagt jedoch, diese Entwicklungen sind nicht exklusiv friesisch, sie sind sprachübergreifend, wenn man jedenfalls im Mittelalter schon über Sprachen sprechen kann. Vielleicht ist mundartübergreifend ein besserer Begriff. Die friesischen Sprachen teilen also viele dieser Entwicklungen mit dem Englischen und teilweise auch mit Sprachen und Mundarten im nordgermanischen Raum, also im Raum, wo heutzutage Dänisch, Norwegisch und Schwedisch gesprochen werden. Als kleine Illustration: Westfriesisch hat für Kirche Tjerke und für Dorf Derp. Obwohl das Wort im heutigen Westfriesischen eine Bedeutungsentwicklung durchgemacht hat. Es bedeutet jetzt eine Anhöhe im Wasser, wo ein Dorf draufsteht. Also eine Würde oder Wierde oder Wurde oder Bad. Und hören im heutigen Westfriesischen ist Heere, also mit entrundetem Vokal. Im Nordfriesischen sehen wir das Gleiche. Kirche auf Nordfriesisch ist zum Beispiel Schörk, kommt ein bisschen auf die Mundart drauf an, also ohne K-Laut mit vorgelagertem Sch. Ein Wort für Dorf ist Tarep mit T und Hören ist zum Beispiel Hiere mit entrundetem Vokal. Im Englischen sehen wir das Gleiche. Englisch hat sogar beide K-Laute durch palatalisierte Laute ersetzt. Church für Kirche. Im älteren Englischen finden wir für Dorf noch Thorpe. Also das
Das Englische hat dort den alten TH, also The-Laut, erhalten. Und das englische Wort für hören ist hier auch mit entrundetem Vokal. Und auch im Schwedischen finden wir einige dieser Entwicklungen. Das schwedische Wort für Kirche ist zum Beispiel Kyrkan. Zwar mit K geschrieben, aber mit Sch ausgesprochen. Dies heißt also, dass man die heutigen Sprachformen nicht einfach mit dem Stammbaummodell ableiten kann. Man kann nicht in allen Fällen sagen, dass die Sprache von heute die Sprache der vorigen Generation ist, wobei sich vielleicht ein paar Fehler hereingeschlichen haben. Erneuerungen können sprachübergreifend sein, aber sie können auch nur einen Teil der Sprache beeinflussen. Zum Beispiel, sie können sich nur auf einen Teil des Wortschatzes beziehen oder sie können nur einen Teil der Sprecher betreffen. Das sehen wir auch im hochdeutschen Sprachgebiet heutzutage. Ein Teil der Sprecher des Hochdeutschen haben den alten R-Laut, also mit Zungenspitzen R, erhalten, vor allem im Süden, während wir im Norden des hochdeutschen Sprachgebietes das weiter hinter im Mund gesprochene R finden. Diese Einsicht jetzt, dass Erneuerungen sprachübergreifend sein können oder auch nur Teile der Sprachgemeinschaft betreffen können, verdanken wir dem Sprachwissenschaftler Johannes Schmidt. Er ist der Urvater dieser sogenannten Wellentheorie. Jetzt werden in der Praxis von vielen Menschen jedoch die Stammbaumtheorie und die Wellentheorie oft miteinander verwehrt. Menschen sagen zum Beispiel oftmals, Saterfriesisch sei enger mit dem Englischen als mit dem Deutschen verwandt. Das ist natürlich gar nicht der Fall. Alle drei sind moderne Formen des vormittelalterlichen Westgermanischen. Sie sind alle drei gleich eng miteinander verwandt, denn Verwandtschaft ist ein Begriff aus der Stammbaumtheorie. Was diese Menschen jedoch meinen, ist, dass Friesisch und Englisch zusammen bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen, die im Hochdeutschen fehlen. Das ist natürlich eine gute Beobachtung, das stimmt schon. Aber diese Ähnlichkeiten haben mit einer engeren Verwandtschaft gar nichts zu tun. Wenn ich meinem Opa ähnlicher sehe als mein Bruder, heißt das nicht, dass ich persönlich meinem Opa enger verwandt bin, als dass mein Bruder meinem Opa verwandt ist. So funktioniert das nicht. Bei Sprachen ist das auch der Fall. Ähnlichkeiten entstehen nicht nur durch Verwandtschaft, sondern auch durch Erneuerungen, die immer wieder neu auftauchen können. Einige Sprecher betreffen, andere gar nicht, unabhängig davon, ob sie zum gleichen Sprachgebiet gehören oder nicht. Und das ist eine Einsicht aus der Wellentheorie. Man hört auch ab und zu behaupten, Saterfriesisch sei enger mit dem Holländischen oder sogar mit dem Französischen verwandt als mit Hochdeutsch. Die Menschen, die das sagten, weisen dann auch immer auf gemeinsame Wörter hin. Zum Beispiel auf das Wort Halloge für Armbanduhr, ein Wort aus dem Französischen, das im Hochdeutschen fehlt. Oder auf Winkel für Geschäft, ein Wort, das auch im Niederländischen existiert. Wir haben es hier mit Lehnwörtern zu tun und auch Lehnwörter, also Entlehnung, kann man als eine Form einer Welle betrachten. Wahrscheinlich haben sogar Saterfriesisch und Westfriesisch noch jahrhundertelang Wörter voneinander geliehen. Wieso darf man das annehmen? In dem Buch Det Oldenhus von Hermann Jansen beschreibt er, wie die sogenannten Hollandgänger, also die Landarbeiter aus dem Saterland, die im Sommer und im Herbst in den Niederlanden arbeiteten, dass die sich in der Provinz Friesland normalerweise
auf Saterfriesisch mit den dortigen Friesen unterhielten, wobei die auf Westfriesisch antworteten. Ja, und man kann sich vorstellen, dass sie dabei ständig Wörter ausgetauscht haben. Dies ist auch eine wahrscheinliche Quelle von den vielen niederländischen Lehnwörtern, die es im Saterfriesischen gibt. Denn die Saterfriesen arbeiteten nicht nur in der Provinz Friesland, sondern im ganzen Land Niederlande. All diese Ähnlichkeiten von Saterfriesisch mit Westfriesisch und Französisch und Holländisch machen die Sprache jedoch nicht verwandter, als sie schon waren. Entlehnung ist eine Welle. Entlehnung hat also mit Verwandtschaft gar nichts zu tun. Was Saterfriesisch jetzt zu Friesisch macht, ist die Tatsache, dass die Sprache aus dem mittelalterlichen Altfriesisch hervorgegangen ist und von dort ab an ständig von jeder Elterngeneration an die nächste Kindergeneration weitergegeben wurde. Dass Saterfriesisch Friesisch ist, verraten mittelalterliche Erneuerungen wie Palatalisierung, Entrundung, ein T, das aus einem Th entstanden ist. Exklusiv Friesisch sind diese Entwicklungen jedoch nicht. Exklusiv friesische Phänomene gibt es eigentlich so gut wie nicht. Was jedoch typisch friesisch ist, sind gemeinsame Kombinationen von Erneuerungen. Kombinationen, die als solches, also als Kombination, nur im Friesischen vertreten sind. Und diese findet man in allen drei friesischen Sprachen, also auch im Saterfriesischen. Diese verraten, dass Saterfriesisch Friesisch ist und Saterfriesisch ist Friesisch, weil die Sprache über Generationen hinweg aus dem mittelalterlichen Altfriesisch hervorgegangen ist.